Ich muss zugeben, das Lager der Gnome sieht gar nicht mal so hässlich aus. Richtig festlich irgendwie, wa? Tja, willkommen zurück hier bei Risen 3 Titan Lords auf der Insel der Diebe, der Insel der Gnome, nicht Kobold. Ne, die müssen wir vertreiben hier. Und muss man noch ganz kurz entschuldigen für die Fehlinformation vom letzten Part, nachdem ich etwas gefuttert habe. Und zwar habe ich am letzten Part oder vorletzten, wie auch immer, habe ich gesagt, von wegen, ja, hier der Held des Risen 1, Risen 2 wäre auf dieser Insel hier. Das ist Quatsch, ich habe das nochmal richtig berichtigen lassen und der Held ist nicht hier, sondern, Moment, wir haben es gleich. Er ist hier oben, auf Kalador ist er. Die Ruinen der dunklen Krieger sind auch hier noch heute zu bewundern. Genau, hier oben soll irgendwo sein, wo genau weiß er nicht, aber wir werden das sicher noch herausfinden. Gut, jetzt muss ich auch noch hier in so eine Quest erledigen, das war irgendwas mit den Gnomen, genau, also ich bin natürlich mit den Relikten ihrer früheren Schamanen. Die sogenannten Aurikulki. Oh, Alter, 120 brauche ich. Kannst du mir etwas beibringen? Jip, jip. Nee. Kein Bock drauf, trotzdem Dankeschön, was eigentlich für Geld, wie viel? 1100, gar nicht mal so übel. Ja, noch etwas anderes, und zwar bezüglich den ganzen Upgrades, was es hier noch alles gibt. Ich hatte nämlich noch einen Tipp gelesen, und zwar kann ich gleich hier mal mitgeben, falls ihr auch da so teilweise noch Probleme habt und euch fragt, ja, wo gebe ich jetzt etwas und so, oder teilweise auch fragt, soll ich jetzt zum Beispiel noch für Nahkampf 6000 Ruhm sammeln oder soll ich lieber 2 andere Werte dafür steigern? Es ist so, scheinbar kann man alle Werte maximal bis 100 upgraden. Bis 100, mehr gehen hier, also sprich Stichwaffen 100, Hiebwaffen 100, Schwerter 100, etc. Mehr geht nicht, zumindest hier von Ruhmwerten her. Von den, nicht Ruhmwerten, sondern einfach von Werten her einfach, so. Jetzt ist es natürlich noch so, oder was da einfach nur, Moment mal, ich habe ja Hiebwaffen sowieso noch einen 14, den Rest müsste ich sowieso abgegradet haben durch Talismane und so weiter, war. Also angenommen, ich habe jetzt hier halt 49 maximal, oder? Aktuell noch. Und ich könnte den ja dann theoretisch noch weiter upgraden. Genau. Da weitere Ruhmpunkte halt. Jetzt ist so, mehr als 100 geht hier nicht und man findet aber ab und zu eben noch Kräuter, wo man das Ganze halt trotzdem upgraden könnte. Sprich, noch sagen könnte, ja, hier noch ein Punkt dazu, da noch 2, 3 Punkte. Das wäre natürlich Verschwendung, wenn man die nicht mehr einsetzen kann, weil der Wert bereits 100 erreicht hat. Deswegen werde ich das jetzt so machen, dass ich ab 80, sobald ich da irgendeinen Wert habe, der 80 reicht, natürlich auf den zu steigen und warte, bis ich da halt noch die restlichen Pflanzen finde, um das abzugraden und sonst am Schluss, wenn ich halt kurz im Endboss stehe und so, dass dann noch den Rest mit Ruhmpunkten mache. Gut, bis dorthin müsste, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit vergehen, oder vielleicht schon, aber keine Ahnung mehr. Wir sind trotz allem, glaube ich, schon mal fast bei Part 50. Ja gut, 47 war fast das gleiche. Egal, okay, jetzt wieder zurück zum Spielgeschehen selbst. Okay, Khan will gar nichts von uns wissen. Soll er jetzt einfach mal losmarschieren oder kann er mir irgendwie noch einen Tipp geben? Ja, genau, die große Reise, meine Koboldkönig muss auch alles noch machen, ist ja gar kein Problem. So, Ausrufezeichen weg, hier bitte auch noch. Und zack, dankeschön. Und wie will, dass ich das Aurikulki aus dem Koboldlager im Norden besorgen und zu Khan bringe? Gut, dürfte ja kein Problem sein, wa? Trotzdem mal gucken, im Norden müsste also das hier sein. Oder das hier. Vermutlich eher so, wa? Weil das im Westen war, glaube ich, das hier unten. Okay, dann schauen wir doch mal. Bones kommt mit, alles klar. Umso besser, weil ich sehe echt kaum was. Gut, ich sehe natürlich schon was, aber ihr vermutlich weniger. Na komm, shit happens. Nur Steine, war. So, das sieht ein bisschen speziell aus. Okay, wo? Aha. Einfach mal vergessen letztes Mal, ist auch nicht schlecht. Jetzt sind wir mal bei Mendoza, ist doch auch. Gut, das ist natürlich der andere, von dem her passt das schon. Wie komme ich ungesehen in das nördliche Koboldlager? Ulvi glaubt, beste Idee wäre es, um den Felsen neben dem Lager herumzuschwimmen, um sich dann von hinten in das Lager reinzuschleichen. Das hat was. Was ist jetzt mit dem nördlichen Koboldlager? Homie sollte besser erst ungesehen das besondere Dingi aus dem Lager holen und zu Khan bringen. Dann ist es sicher, die Kobolde zu töten.
Alles klar. Töten wir die Kobolde. Was will Mendoza hier? Hab keine Ahnung. Was sagst du? Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Diebische Völker, erbärmliche Existenzen. Besser wäre es, diese kleinen Scheusale hätten nie das Licht der Welt erblickt. Welchen Nutzen könnt ihr Lebenden schon von ihnen erwarten? Überlass die niederen Wesen doch ihrem Schicksal und kümmere dich um wichtigere Dinge. Ja. Hallo Hitler. Ja, gut, ist doch wahr. Also ganz ehrlich, hey, niedere Wesen und so. Ja, ja, das gleiche wie früher mit den Schwarzen allem. Oder Entschuldigung, Farbigen, oder wie man immer heutzutage politisch korrekt ausgedrückt formuliert. Spielt doch keine Rolle, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleichwertig und hier halt, wir sind alle Lebewesen, wir haben alles Recht zu leben und von dem her, wieso da Unterschiede machen? Ich verstehe das einfach nicht, ganz ehrlich. Aber ja, was willst du machen, wa? So. Bones? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Gnome glauben an das Leben nach dem Tod. Emsig sind sie bemüht, alles zu Lebzeit dafür zu geben, ihre Habe zu vermehren. Am Ende allerdings erwartet sie die Erkenntnis, dass im Schattenreich Besitz keine Bedeutung hat. Tragisches Schicksal. Leider wahr. Ach, die armen Gnome. Hallo, Leviathan. Ja, also wenn das schon mal so einladend vor uns steht, also eventuell eine Verschwendung, wenn man das einfach die Erfahrungspunkte auslassen würde. Kann ich nicht denken. Kann ich genau kontern? Mal gucken, wa? Ja, komm, das ist viel zu langsam zu kontern. Das hier sowieso. Hat er noch was gesehen? Hä? War da vorhin noch was? Crazy. Okay, Leviathan ist down. Großkonter musste ich nicht zum Glück. Dann wollen wir doch mal hier irgendwo beim großen Felsen. Ja, ich sehe es. Jetzt ist die Frage, bin ich hier bereits falsch oder zu weit geschwommen? Ne, dürfte korrekt sein. Die Flagge hier. Ja, hier bist du richtig. Ja, ist gut. Dankeschön. Von hier aus, wa? Das soll nämlich echt nicht sehen, also... für so doof halte ich jetzt auch wieder nach oben nicht. Naja. Oh, Entschuldigung, das war der falsche. So, dankeschön. Das war die falsche Taste. Da rollt etwas, ich sehe nur gar nicht was. Okay. Die Frage, wo ist denn Aurikulki? Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Problem erledigt. In Ordnung. Keiner sieht mich. So, komm mit bei uns. Ja, gut, er kommt. Ja, Leute, so schnell kann es gehen. Dulli, dulli, dullulu. Aber ansonsten ist die Insel der Diebe relativ klein. Man ist relativ einfacher, um da... ja, wieder Hilfe. Um da schnell durchzukommen, beziehungsweise halt die Insel hinter uns zu lassen, alle Quests abzuschließen und neue Gefahren. Ja, warten sowieso immer auf uns. Okay, ich hab's. Kommt dir dieser Gegenstand bekannt vor? Oh, jip, jip. Rohr mit dickes Linse. Gute Augen, Homie. Bitte nicht verlieren. Zeigen Khan. Er wird sein sehr glücklich. Kein Problem. Ach, diese Gnome. Ich finde die ganz putzig, vor allem diese Ulvi. Bitte nicht verlieren, ja? Bitte, bitte, tu mir den Gefallen. Ja, ist gut, machen natürlich. War auch schon, war das der am besten? Der im Westen gefällt mir am besten. Hahaha. Ich höre schon auf. Ja, wieder mal schwitzen war nach 20 Meter. Oh mein Gott. So, Khan hier. Wegen der Aurikulkis. Was ist mit diesem Ding? Das, mein Freund, ist Weltenseher, das Glas der Gläser. Mit ihm war es dem Schamanen Nodi möglich, ferne Länder aus der Nähe zu betrachten. So wusste er stets, was die Zukunft ihm bringen mochte. Klingt cool. So, weiter war es nicht für uns, war okay. Das war also das im Norden und das im Westen haben wir auch schon. Gehe ich jetzt hier mal nach Osten, denn da muss ja auch irgendwo einer sein. Die Frage ist bloß, wo genau? Hier oben in der Höhle? Nee. Hier vielleicht? Bezweifle ich irgendwie. Da könnte natürlich das im Süden sein, oder? Das sieht ja schon irgendwie so verdächtig aus.
Also das im Norden. Im Westen war das hier, aber naja, no risk, no fun, wa? Und ich habe die Fackel vergessen, fällt mir gerade auf. Na egal. So, kommt gerade die Viecher auf uns zu. Toll, eine Spitzhacke, aber wir kommen nicht weiter, wa? Verdammt mich! Ah ja, ah ja. Ja, so ein Leviathan-Viech. Wenn es wieder der einzige ist, gar kein Problem. Okay, spart Automat. Ne, das ist ein anderer. Das ist ein Golem. Die machen viel Hauer Hauer. Aber jetzt zum Glück auch. Jo, Leute, und ich glaube, die Härte kann sowieso niemals schaden. Warte jetzt. Hier. Klingensicher, kugelsicher, magiesicher oder aber Einfluss. Wäre auch eigentlich nicht. Fingerfertig wäre noch cool. Ja, komm, geht auch so. Jetzt haben wir noch viel härter. Ein bisschen Eisenerz, naja. Das war alles? Ein Bones hat so ziemlich. Nö. Hat keinen Schaden reingekloppt, okay. Bonesy. Jetzt wohl hier irgendwo. Okay, wenn Gold rumliegt, das ist nie ein gutes Zeichen. Da ist noch einer. Wenn mal coole Erfahrungspunkte. Sind das 2? Ja, versucht noch ein Glück. Wow. Der kann echt zu langen. Ich glaube, da bringt Blocken auch nichts mehr, ganz ehrlich. Blocken sage ich schon. Ja, das natürlich auch, aber vor allem Konter bringt da vermutlich nichts mehr. Jo. Da haben wir was gesehen. Ah, gut, dankeschön. Und das für uns ohne Schaden. Lalalala. Ja, mittlerweile aber das Spiel gut im Griff. Muss man doch mal zugeben. Naja, ab und zu. Da konnte es einfach immer so eine Sache, oder? Sagen wir 50% Chance, richtig kontern. Alter, überall Gold. Gut, ist nur 1, aber Kleinvieh macht auch Mist. Nee, der macht keinen Mist. Ich hoffe zumindest nicht. Verdammt, wo bin ich jetzt schon wieder? Ja, toll, bin irgendwie ein bisschen falsch, wohl eigentlich in Osten. Er soll doch. Moment mal, Moment. Bin komplett bescheuert? Ja. So, machen wir es mal so. Okay. Genau, da hatten wir eins, da war ich bereits. Da war ich auch schon. Hä? Will mich gerade verarschen? Hier sind noch 3 drauf, aber. Ich habe doch. Das habe ich schon abgegeben, müssen nur 2 drauf sein. Hä? Okay, bin komplett falsch, das ist schon mal super. Und tschüss. Beziehungsweise hallo. Wieso hat sie noch welche? Verstehe ich nicht, diesmal so hoch. Du. Gulmu. Zeki, können wir eigentlich auch, oder? Blutwurzel, die können wir noch nicht. Ja, ist definitiv noch 1. Okay, dankeschön. Molto blemo. Tief Taki Dingi, nix Atto. So langsam wird's Zeit für ein Wörterbuch. Malik ärgert sich auf Gnomensprache. Nix gut für Homiohren. Worüber hast du dich geärgert? Malik hat seinen Hammer verlegt. Dabei muss Malik große Palisade sichern. Wenn Malik nix hämmern, Kobolde können angreifen. Das ist nicht gut. Wo hast du deinen Hammer das letzte Mal gesehen? Vielleicht, nein, oder doch? Ja? Ja, genau. Malik ihn gesehen, als er hat gehämmert. Und wo hast du gehämmert? Palisade, wo sonst? Eine große Hilfe bist du nicht gerade. Nicht wirklich. Wie steht es um die Palisade? Nix viel schaffe in letzter Zeit. Brauche dringend Hilfe, aber meiste Gno zu beschäftigt. Und Piwi nix große Hilfe. Piwi? Du meinst deinen Lehrling? Jip, jip.
Als Malik ist aufgewacht, nix Piwi mehr an Palisade. Muss noch lernen viel, weil nix können. Armer Dovi. Hoffentlich er kommt bald wieder. Armer Dovi, ja, das würde ich manchmal auch gerne mal sagen. Hast du eine Vermutung, wo dein Piwi sein könnte? Normalerweise Dovi immer in Gnodorf. Aber manchmal läuft er nach Norden auf Grane Cliffo, oberhalb von Maro Bordo. Maro Bordo? Homies sagen Strand dazu. Nach Norden gehen und ein Felsplateau oberhalb des Strandes finden. Verstehe. Ich kümmere mich um dein Lehrlingsproblem. Tantan, Homie. Du große Hilfe für Volk von Gno. Wenn Dovi wieder zurück im Dorf, Homie bekommt dickes Belohnung. Das höre ich doch immer gerne. Kann ich etwas von dir lernen? Jip, jip. Klingentänzer lernen. Habe ich den bereits? Ich bin noch nicht gut genug. Oh, verdammt. Fehlt mir Fingerfertigkeit dazu, oder was? Das Nahkampf für 5... Ja... Oh, fehlt beides noch. Ach du Scheibenkleister, da sind noch viel Ruhm. Wobei, vielleicht haben wir mittlerweile ja bereits, ich meine, könnte doch theoretisch sein, dass wir alles so... Schattenklinge, ja. Nee, das wollte ich gerade nicht. Wo ist denn das zum Benutzen direkt? Damit ich besser werde. Hallo, wo ist denn da? Ja, bis jetzt noch nichts, wa? Talbot suchen muss. Naja. Selbstmord von Mendoza haben wir auch noch. Okay, Schädelmacher. Jo, jo, jo. Grace Nachricht, daran ist Band 1. Du. Ja, ist schön, haben wir irgendwelche Kräuter noch, die ich mit reinpfeifen könnte. Ne, sieht jetzt aus. 3 Perlen, naja, kann schlimmer sein. Naja, Blutregeneration, Na, immerhin könnte schlimmer sein. So, wie sieht's aus? Immer gleich, wa? Jep, hat sich nicht viel getan, wie es aussieht. Ja, schade. Gut, ich bleib hier. Hä, wieso bin ich bereits im Lager? Weil wir sind früh dran, wa? Ah, egal, speichern. Dankeschön. So, jetzt mal gucken. Hä, aber da war ich doch schon bereits. Und jetzt war... Ja, war ich schon. Da tun sie auf den Punkt hier und sagen, ja, Namik, ja, toll. Na, ich weiß ja nicht, hey. Doch, genau hier war ich bereits. Crazy. Doch nicht. Okay, wo kommt bereits der nächste Feind an? Das sind Gnomen. Wow! Super, gib! Naja, mache schon! Billy Klopper, ja, du sagst es. Von da oben kam der, nicht schlecht versteckt. Kumpel, muss man zugeben, so wer bist du eigentlich? Homie, Warum so nervös? warum bist du nicht nervös? Warum? Na, weil ich hier... Schon gut, Homie. Meli wartet auf den richtigen Moment. Und wenn Moment gekommen, Khan wird stolz sein auf Meli. Was genau hast du vor? Was hat Homie vor? Kannst du auch eine Frage ohne Gegenfrage beantworten? Schon gut, Homie. Meli weiß von Koboldlager in der Nähe. Dort böser Geist von Gno bewacht besonderes Dingi. Khan sagen, kein Gno stehlen Dingi. Wo genau liegt das Ding, von dem du sprachst? Kobolde haben errichtet ein kleines Lager hier in der Nähe, im Süden. In diesem Lager, du wirst finden, das Dingi vermutlich auf einem Tisch.
Kahn zwar Gno verboten zu stehlen, aber Homi ist kein Gno. Und wenn Homi will stehlen, Dingi, besser passen auf. Nix töten, Geist von altem Gno. Kahn davor gewarnt. Naja, kann ich bereits. Wie komme ich ins Lager, ohne gesehen zu werden? Gibt 2 Wege, die Meli gesehen hat, um in das südliche Koboldlager zu kommen, Homi. Homi, geh in Richtung Südosten und kletter den Berg hinauf, um dort hinter das Lager zu springen. Hinten am Lager ist kleines Loch, aber dort passen höchstens Gnome und kleine Affen durch. Für fetten Homi wäre der Weg Richtung Westen besser. Wenn du von Westen aus zum Lager kommst, kannst du über großen Stein hüpfen. Der Weg ist aber gefährlicher, Homi. Homi. Scheinst dich hier ja gut auszukennen. Klaro, Lucky hier, Lucky da. Lucky hier, Lucky da. Ganz schön mutig. Jip, jip. Hier, Homi, das trinken. Ist Mutmacher. Außerdem ist Meli bestens gerüstet für Kampf. Immer tragen seinen Pulverschlucker. Pulverschlucker? Homis sagen Pistole. Oho. Du hast eine Pistole? Keine gute Idee. Ja, natürlich gute Idee. Wenn Gott so kommt zu nahe. Meli nehmen Pulverschlucker und verprügeln fiese Fo. Oh Mann, du hast keine Ahnung, wie man so ein Teil benutzt, oder? Nee, Homi mir zeigen. Nein. Oh, dann Meli nix will haben. Hier, Langläufige erhalten. Oh, es wird langsam immer besser. Nein. was wohl wird sein? Melis Aurikulki? Ein anderer Langläufer. Gut, jetzt haben wir die Muscheln noch. Da ist eben die tote Spinne. Und eben noch kein Bonesy. Naja. Wird auch irgendwie ohne gehen, nicht wahr? Okay, da ist also das Lager. Da sehe ich bereits jetzt schon die Kobolde. Gut. Verdammt! Der Konter will noch nicht! Oh, jetzt sehe ich nichts. Das war Intuition. Ja, das war voll die Intuition. Natürlich war es Glück, wissen doch alle, toll. Wie ging das? Nach Westen ist gefährlicher, aber glaube ich auch gemerkt. Dann wäre er hier durch, wa? Toll, dann gerade viel besser. Man sich niemals zweimal miteinander angreifen kann. Ja doch, zweimal schon, aber nicht dreimal. Das kotzt mich leicht, einmal er sein soll. Goldenes Zepter, okay. Ist das eines der legendären Gegenstände oder was? Legendäre Gegenstände? Nee. Hey, wir kommen mit Goldenes Zepter, nicht schlecht. Nee, kann ja nichts machen. Hätte wie gesagt, oh, ein Armbrust sogar noch. Der macht, Pistole macht 40 Schaden, war Langlauf macht er mehr. Sehr präzise Schüsse. Ah, da wäre doch was für uns. So, jetzt soll er irgendwie runterspringen, oder wie war das schon wieder? Ist ja komplett falsch, aber es ist schon mal eine gute Aussicht. Okay, davon da ist er. Da irgendwie durch ein Loch durch, einen Affen schicken. Von da oben wird dann, ja toll, und dann? Hey, wie soll das funktionieren? Moment mal, Trophäe des Südens. So, machen wir mal besser. War ein vergesslicher Gnom, entlaufen. Ja, oh, wir haben noch viel zu tun. Was? Moment mal. Karte? Ja, okay, doch, stimmt schon. Dort runter muss ich, das ist mir soweit auch bewusst. Aber wie kann ich jetzt am schnellsten, am besten rein? Hier käme ich hoch, okay.
Ja, ich höre was, aber ich sehe wenig. Hat mich da wohl einer entdeckt. Naja, was soll's. Wow, wow. So, ist halt die Frage, wie komme ich, soll ich da runter und dann kann ich da dort in die Höhlen durch? Weil hier oben bin ich ja schon mal ganz praktisch, aber irgendwie das Aurikulgus ist doch da drin irgendwo. Wenn ich herunterspringe, bin ich ziemlich down. Oh je, oh je, oh je. Wobei, wenn ich so... Dort, warte, auf dem Tisch müsste es sein. Dort vom Loch her, müssen wir trotzdem hier runter. Sind die wahnsinnig? Ja, irgendwie glaube ich schon. Tja, Freunde, wie es hier weitergeht auf der Insel der Gnome, der Insel der Diebe, das erfahren wir dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen und bis dahin sage ich mal wieder Tschüss.